Ja, grüß euch benannt und einen Sakrisch-Gurden. It's Kasperl. Ja, Leute. Ja, ich habe meine Enttäuschung überwunden aus dem letzten Video. Und dementsprechend gehen wir jetzt hier wieder rein in den Beta. Wir werden aber, ich überleg's mir wann. Ich habe jetzt heute keinen Bock drauf gehabt. Ich überleg's mir, wann ich das dazwischen reinschiebe. Auf jeden Fall das neue Mimi-Video besprechen, weil da habe ich Bock drauf. Da habe ich richtig Bock drauf. Und das kam ja beim letzten Mal auch echt gut an. Ja, ihr hattet da anscheinend auch Bock drauf. Alle Bock drauf haben, dann ist er richtig Gucci. Und keine Ahnung, ne, der ist zwar auch ein Lappen. Der Apo RED, ne? Aber auf eine andere Art und Weise. Ne? Man braucht mal ein bisschen Abwechslung. Ein Abwechslung braucht man. Und ja, dementsprechend bleibt mir nur noch zu sagen: Hockt euch her, Samamera. Reißt euch eine Häube auf. Mir gingen einer in, warte, Ding, einer, so. Oh, ich habe zwei Tüten gefunden mit Menschentütenfleisch-Dinger. Geil. Das gibt bitte ordentlich Loot. Tüten mit, das fängt ja schon geil an, Tüten mit Menschenfleisch gefunden. Und freut sich wie ein, wie der Kannibale von Rothenburg. Ne? Egal, es geht gleich wieder in die Vollen. Ne? Also, wenn du halt mit einer Frau zusammen bist und mit der Frau halt weiterhin oder von der Frau stimuliert wirst, ist das natürlich scheiße, weil du auf die. Nee, ich finde gut. Also ich habe da bisher grundlegend positive Erfahrungen gehabt in der Richtung. Muss man wirklich sagen. Ja? So, aber es geht jetzt hier wieder. Ja, okay. Es geht wieder um die blauen Murmeln. Auf Kurs. Dann Weise natürlich weiterhin die Schmerzen hast und auch weiterhin die nicht abklingen werden, weil du logischerweise ja eben weiterhin stimuliert wirst. Ne? Also die Produktion der Spermien, die Produktion des Samens wird ja weiterhin stimuliert und Ja, wie gesagt, das mit der Spermienproduktion, das haben wir schon das letzte Mal debunked, dass das Bullshit ist, was er da verzapft. Und keine Ahnung, das ist hier. Es ist halt astreine emotionale Erpressung auch. Ne? Das ist so dieses, ja, wir können hier schon eine coole Zeit haben, ne? Wir können auch irgendwie kuscheln und knutschen oder was weiß ich. Ne? Aber dann musst du auch dafür sorgen, dass hier bei meinen blauen Murmeln Abhilfe geschaffen wird, weil ansonsten habe ich da die ganze Zeit Schmerzen. So, und wenn du Quality Time mit mir verbringen willst, dann musst du praktisch jetzt auch hier Snoo machen, sonst bist du schlimmer als Ding. Ne? Es ist vollkommen offensichtliche, widerliche Manipulationstaktik. weiterhin angespornt. Dadurch gehen die Schmerzen halt nicht weg. Ich glaube eben nicht, das war das, was ich vorhin meinte mit, sie können nicht platzen. Ich glaube nicht, dass das geht. Okay. Aber ich glaube halt, dass deine Schmerzen dadurch halt nicht besser werden, wenn du halt weiterhin stimuliert wirst. Ne, liebes Bärchen, du kannst ihm aber auch einfach eine Gabel ins Auge stechen, dann merkt er die Schmerzen in den Eiern nicht mehr. Das Problem auch gelöst. Wenn du natürlich einfach schnell dagegen vorgehen willst, dann muss man sich halt mal entschuldigen für ein paar Minuten oder mal für 10 Minuten, 20 Minuten auf die Toilette gehen und dann sich einen runterholen. Ja, wie wenn das bei dir 20 Minuten dauern würde, du Dulli. Was nebenbei bemerkt, und das ist das Gemeine an der Aktion, auch nicht angenehm ist. Denn das hat nichts mehr mit Lust oder mit Lust an Sex zu tun. Halt auch dein Maul. Wie wenn das dann irgendeinen Unterschied machen würde, ob du es selber machst oder sie. Ne? Das ist dann, ja, das kann man dann machen. Ja gut, dann macht das halt so ungefähr, aber dann gleich reingrätschen in die Möglichkeit, oh, die ist auch nicht gut. Man grenzt die Möglichkeiten dessen, was dann da passieren sollte, mit der arme Rainer nicht zu sehr leiden muss, zunehmend ein, dass das Einzige, was noch übrig bleibt, ist, er legt sich auf den Rücken und macht den Seestern und sie ne, sorgt dafür, dass seine blauen Murmeln nicht platzen. Es ist Klassiker, widerliches
Manipulationsverhalten. Weil Gott sei Dank ist dieser Mann so saudämlich, dass das halt noch nie irgendwann funktioniert hat. Ne? Weil es halt obvious ist. Sogar für ne, geistig, also kognitiv jetzt nicht so sonderlich großartig bewaffnete Menschen, wie jetzt zum Beispiel, wie hieß die, Bianca oder so, ne? Die zusammengesoffene Trümmermulle, die da bei ihm damals in der Schanze mit auf der Zarencouch saß. Sondern es ist halt tatsächlich eigentlich nur noch der Kampf gegen diese Schmerzen. Weil sich einen runterzuholen oder auch Sex zu haben. Es ist nur noch der Kampf gegen diese Schmerzen. Deine ganze Existenz fokussiert sich nur noch auf diesen Schmerz. Er ist so intensiv. Halt dein Maul, Rainer. Halt dein Maul. Es ist halb so wild mit die blauen Eier. Es ist halb so wild. Vor allem, mir hat gestern die Partnerin gefragt, welche Stellung ich gerne mag. Ich bin da ja offen, was das Thema angeht und so. Also ich habe... Ja, Rainer, du magst da vielleicht offen sein, was das Thema angeht. Problem ist, du kannst überhaupt gar nicht wissen, welche Stellung du magst, weil du noch nie Snoo hattest. Punkt Nummer uno. Punkt Nummer duo. Du hast dich auf eine Vierteltonne hochbehindert gefressen. Es grenzt die Möglichkeiten sehr stark ein, hätte ich gesagt gehabt. Ne? Wenn es überhaupt funktionieren sollte, dann eher mit Umständen. Achtung, Baumfeld, eine meiner Lieblingsstellungen ist... Ich weiß nicht, wer von euch das Ding im Kopf hat noch, da war er bei weitem nicht so fett, wie er jetzt ist. Dieses Bild von sich, was er geschossen hat, draußen im Garten, wo er komplett im Adams-Kostüm dasteht und den Händen so in der Seite drinne. Man sieht die Freibeuternarbe von seiner, wo sie ihm die Galle rausgeschnitten haben. Und was da schon unten einfach nur an verschiedenen Fettwülsten über diesem Bereich gelegen hat. Ja, Rainer, da brauchst du irgendwie eine Arktis-Expedition von Anfang des letzten Jahrhunderts dafür. Dass da noch irgendwas oder irgendwelche, ne, auf jeden Fall irgendwelche Pioniere mit schwerem Gerät, dass die sich da noch durcharbeiten, vielleicht noch irgendwas finden. Und wenn das dann mit Hilfe von keine Ahnung welcher Stimulanz und jede Menge Medikamenten und viel Glück und Beten vielleicht dann nochmal genügend Blut aufnehmen kann, dass es sich ein bisschen regt, dann wird es immer noch ein Gefrett für die Partnerin. Ich glaube, das ist auch was, wo man sagt, hier, keine Ahnung, auch wenn du nicht charakterlich so unten durch wärst, wo viele Frauen sagen würden, so, weiß ich nicht, ne? Ist mir zu viel Stress, tue ich mir nicht an. Ne? Nimm lieber jemanden, der sich nicht komplett körperlich behindert gemacht hat. Sex im Sitzen. So, oder wenn die Frau auf mir reitet. Nicht, weil sie dann die Arbeit macht. Doch, Rainer. Vor allem, weil du halt nicht in der Lage bist, irgendwas anderes zu machen, außer den Seestern. Ich kann übernehmen, indem ich ihr helfe, aber mag deswegen die Stellung, weil das halt für mein Gewicht auch besser und angenehmer ist, dass ich auch weiter reinkomme. So, und jetzt ist der Hauptpunkt an dem Ganzen. Sex, also sich einen runterzuholen, wenn man... Und Rainer, ich hätte gedacht, dass weiter reinkommen ist bei dir überhaupt gar kein Problem nicht, weil du auch deine 16,5 Zentimeter bist da so super gut bestückt. Vollkommen wurscht. Du bist da super tief drin, egal in welcher Stellung, oder? Laut deiner eigenen Aussage. Noch dazu ist, glaube ich, die Stellung, wo man so generell am weitesten reinkommt, wenn alles richtig läuft, ist, glaube ich, Doggy, oder? Aber das kann er auch wieder nicht machen, weil dann müsste er den Ranzen bei ihr auf dem Rücken ablegen und dann bricht er das Rückgrat. Kann ich damit schwimmen? Nein, das wäre ja wieder klar, ich kriege einen Anfall. Können wir die überhaupt da reinsetzen, wenn wir nicht schwimmen können? Doch, wir können schwimmen. Nein, wir können nicht mit Baumstämmen schwimmen. Mit Baumstämmen nicht, nee. Aber jetzt ist wieder Gaming-Geblübel. Was hat er denn hier unten? Es geht wieder um blaue Eier, Ja, geht gleich darf nicht weiter. zu weit im Wasser sein, halt, die Blaupause. Ja, das ist mir aufgefallen. So, mal sehen. Okay. Ja, also auf jeden Fall, das hat nichts mehr mit Lust zu tun. Also wenn du blaue Hoden hast als Mann und eben diese Schmerzen hast und die dann einen runterholst oder auch Sex hast. Also erst einmal natürlich, ne, das macht ja Sinn, die Hoden sind extrem empfindlich. Das heißt, wenn die Frau an deine Hoden fasst oder du an deine Hoden fasst, wenn du diese Schmerzen hast, nein, es tut weh. Und zwar wirklich weh. Und das möchte man nicht. Es gibt manche Männer, die stehen sogar Ja, drauf, hab ich mal gehört. Ich kann es persönlich nicht nachvollziehen. Ja, ist unangenehm, Rainer. Haben wir jetzt begriffen.
Aber es gibt für alles einen Kink, würde ich mal sagen. Was ja auch das voll in sowieso. Ordnung ist. Ja, klar, aber das ist halt so die Sache. Also ich finde das jedenfalls sehr abartig, weil diese Schmerzen sind wirklich nicht lustig. Ja, wir haben es jetzt langsam begriffen. Im übrigen Fall, die Schmerzen, die sind fürchterlich. Das schlimmste Schmerz, den jemals ein Mensch erdulden musste, Rainer. Das ist wieder was ganz Besonderes. Kann ich verstehen. Und genau, also es sind halt starke Unterleibsschmerzen einfach. Ja! Und was heißt nur? Es ist auf jeden Fall so. Diese Schmerzen. Ich hätte jetzt gut Lust, hier, kennt ihr aus South Park, aus Ramboen, mit Anlauf? Da hätte ich jetzt richtig Lust drauf. Einfach nur, damit er die dumme Fresse hält. Und damit er mal weiß, was so richtige Eierschmerzen einfach sind. Schön einen Stiefel anziehen, am besten mit so einer Stahlkappe, 5 Meter Anlauf nehmen und hier einen auf, wie so ein Kick-Off beim American Football. Bam! Gehen halt auch einfach extrem weit und das hat nichts mehr mit der sexuellen Lust zu tun. Also jemand, der sich einen rund Kavaliersschmerzen hat. Ich hab mal einen Typen gekannt, der hat mir mal was davon erzählt, dass er Ja, weil er hat sogar einen Schweizer Taschenkumpel, wenn es um blaue Eier geht. Du kannst es dir nicht mehr ausdenken. eben mal eine Frau hatte, die er sehr mochte. Und die Frau hat sich von ihm getrennt, weil er sich auf dem Bad im Bad einen runtergeholt hat, weil er eben diese Schmerzen hatte und die nicht mehr ertragen hat, nachdem die waren irgendwie beide in einem, wie sagt man jetzt, Rainer? Keine Ahnung, wie man jetzt sagt, aber ganz ehrlich, sollte man eine Partnerin haben, die das merkt, dass man sich still und heimlich ins Badezimmer verpisst, um dem Abhilfe zu schaffen, weil man ihre Grenzen respektiert, aber jetzt hier die dicken Eier hat und das unangenehm wird langsam und die Frau rastet aus und macht Schluss mit einem, ist die Gurt weiter. Ne? Fertig. Ne? Die waren irgendwie auf einem Event oder sowas und sie hat ihn schon einige Zeit nicht mehr rangelassen gehabt. Wenn die allerdings sich seinen Sermon anhören muss, über Stunden und über Stunden und über Stunden, das ganze Geheule, was das für schlimme Schmerzen sind und jetzt mach endlich ihr Ding. Mach endlich den Spagat für mich. Wie lange soll ich die mit der Scheiße sonst noch belabern? Wenn die dann sagt, du, ich auf deine pseudomanipulative Bullshit-Geschichten über die blauen Eier habe ich keinen Bock mehr, keinen Strahl mehr, du schleichst dich jetzt und ich will deine hässliche Fresse nie wieder sehen, dann ist definitiv bist du dann derjenige, der Gurt weiter ist. Und dann wurde er halt von ihr auch ständig erregt und so weiter und hatte halt eben diese Schmerzen schon, als die losgelaufen sind, hat er gesagt. Und das ist dann halt im Laufe des Abends nicht besser geworden, also hat er sich dann halt kurzerhand bei der ihrer Freunde, Kurzerhand? oder waren es bei ihren Eltern? Auf jeden Fall hat er sich halt irgendwie, Ja, keine Ahnung, lügt er halt eine Story zusammen und bleibt dann dabei. Wenn du Freunde gesagt hast und kurz darauf kommt, die Eltern wäre vielleicht schlauer gewesen, dann zieh's einfach durch, Rainer. Macht's glaubwürdiger. irgendwo im Badezimmer kurzerhand einen runtergeholt. Glaubwürdiger bei der Geschichte. Und dann kam halt zufällig sie halt kurz auch irgendwie rein, hat es halt mitgekriegt und hat dann halt, Ja, natürlich. Sie kamen halt irgendwie zufällig rein. Ja? Das hört sich für mich an wie Somehow Palpatine Returned von dem letzten Star Wars Film, Digga. Weil ich natürlich, wenn ich dann bei fremden Leuten auf dem Klo bin und mir einen von der Palme wedle, weil die unfassbar schlimmsten Schmerzen auf diesem Planeten, blaue Eier, mich dazu zwingen, ne, dann bin ich auch noch so hageldumm, dass ich die Tür nicht absperre. Genauso wird's passiert sein, Rainer. Genauso ist, ich glaube dir jedes Wort. Not. gesagt, was für ein ekelhafter Drecksack er ist und hat sich tatsächlich von ihm getrennt, obwohl er das halt nur gemacht hat, weil er eben die Schmerzen hatte und die Schmerzen eben nicht mehr ausgehalten hat, was ich durchaus nachvollziehen kann. Und das ist halt auch so eine Sache, ne? Viele, wie gesagt, das sind wir wieder bei dem Thema, viele kennen diese Schmerzen einfach nicht. Also jetzt nicht im Sinne von, sie kennen sie nicht, weil sie nicht fühlen, sondern sie kennen sie einfach nicht, weil sie sich halt auch einfach nicht, weil sie halt auch nicht davon hören oder halt die für ein Gerücht halten. Ne? Achtung, du musst schon aufpassen, wo du hinläufst. Ja, kack sie jetzt nochmal an, wenn sie Scheiße spielt, das ist doch richtig gut. Jedenfalls, das ist halt, ich vergleiche das immer gerne mit dem G-Punkt. Viele halten den G-Punkt für ein Gerücht. Ja, keine Ahnung, das lässt sich googeln, Digga. Es lässt sich beides googeln, Alter. Und noch dazu ist auch, ob man jetzt daran glaubt, dass es blaue Eier gibt oder nicht, ist 99% der Menschen ist die Information vollkommen irrelevant.
vollkommen irrelevant, Rainer. Achtung, Baumfeld. Viele hatten den G-Punkt für ein Gerücht, richtig? Ich kenne welche, ja, die denken, sowas gibt's nicht. Ja, so, und wenn die natürlich das alle für ein Gerücht halten, ist die Sache, wie erklärst du jemanden, der es für ein Gerücht hält, weil er selber diese Sachen nicht kennt, dass sie existieren? Ja, wie erklärst du jetzt dem saudämlichen Vollversager im Internet, dass der Haut ein Organ ist? Genauso schwierig, ne? Wenn Leute einfach dumm sind, sind sie einfach dumm, Rainer. Da solltest doch du eigentlich am besten darüber Bescheid wissen. Ne? Ja, das Oh, Problem ist und bleibt ja. halt, Problem ist und bleibt halt jemand, der nicht glaubt, dass etwas existiert, weil er es selber nicht wahrnimmt oder es selber nicht kennt oder es für eine Ausrede hält, was ja noch das Schlimmere daran ist, weil gerade Männer, die halt, also es gibt, ich kenne Männer und ich kenne Frauen, die diese Schmerzen für ein Gerücht halten. Ich habe mal eine Partnerin gehabt, die meinte tatsächlich, Ja, Rainer, bei dir ist es halt aber auch einfach. Bei dir ist es halt auch einfach irgendeine hanebüchene Story aus dem Paulanergarten. Weil du es auch aufbaust vom Allerübelsten. Das ist hier Blaueier-Propaganda, Digga. Ich glaube, das nehme ich als Titel für die Nummer. Blaueier-Propaganda. Ne? Ja, die gibt's. Ja, nicht jeder hat sie schon mal in seinem Leben ne, gehabt. Und nein, es ist nicht der schlimmste Schmerz auf diesem Planeten. Und nein, es ist nicht die Riesenkatastrophe. Und auch, du kennst auch nicht einen Schweizer Taschenkumpel, den seine Freundin verlassen hat, deswegen. Das Einzige, was du hier machst, ist versuchen, das Bärchen und alle Frauen irgendwie zu manipulieren und zu sagen, ja, hier, ich habe die dicken Eier, weil ich so ein maskuliner Mann bin. Da habe ich neulich was gesehen, irgend so ein Dulli von diesen RTL-Vollidioten-Sendungen erklärt, warum er die Hosen der Beziehung hat. Weil ich bin der maskuline Mann. Ah ja, komm. Die Typen sind am anderen Spektrum der Lächerlichkeit, aber immer noch genauso lächerlich wie er hier. als ich gesagt habe, dass ich halt Kavalierschmerzen habe, hat sie mich gefragt, was das ist, habe ich ihr das so wie dir auch erklärt. Da meinte sie, ach naja, du willst doch jetzt nur, dass ich dir einen runterhole. Ja, das willst du auch. Bei dir glaube ich, dass, keine Ahnung, ich würde es gerade bei ihm, ne, weil es ja mit der Durchblutung wahrscheinlich bei ihm nimmer so gut funktioniert. Und wir gelernt haben inzwischen, ne, dass konträr zu dem, was Rainer hier behauptet, diese Schmerzen eben davon kommen, dass es zu lange zu stark durchblutet ist und nicht, weil sich da Liter und Hektoliterweise irgendwie der Jizz sammelt. Ne? Und da man ja, ne, deswegen haben ja Menschen dieses Kalibers oft auch krasse Potenzprobleme, weil das mit der Durchblutung nicht mehr hinhaut. Ist vollkommen klar, das Herz eines Menschen ist nicht dafür ausgelegt, Blut durch einen 250 Kilo Körper zu pumpen. Und da wird der Körper relativ schnell regulieren, was überlebenswichtig ist. Ne, der schickt dann das Blut in die Rübe und in die Lunge und in andere innere Organe und halt nicht mehr in den Maulwurf. Und ne, davon kommt im Übrigen auch das Wasser in deinen Beinen rein. Nur ein kurzer Exkurs. Für den Fall, dass der Arzt, als er nochmal zurückgekommen ist, um dir zu sagen, wie pumperl gesund du bist, das nicht erwähnt hat. Also ich glaube, dass er überhaupt auch in der Lage ist, diese Schmerzen zu empfinden, weil das mit der ganzen Durchblutung auch in dem Bereich bei ihm wahrscheinlich alles nicht mal so gut hinhaut, ne? Ich gebe es ihm, vielleicht hat er das mal. Ja, vielleicht hatte er diese Schmerzen mal, war unangenehm und aber ja. Habe ich gesagt, nein, ich will nicht, dass du mir runterholst. Ich wollte dir nur klar machen, als du mich gerade angefasst hast, weil es mich nämlich so ein bisschen gestreichelt hat, dass das nicht angenehm ist, gerade weil ich Schmerzen habe. Okay. Also im Prinzip habe ich habe ihr nicht gesagt, sie soll mich anfassen, sondern im Prinzip habe ich ihr gesagt, sie soll mich nicht anfassen, weil ich eben Schmerzen habe und weil ich mir halt jetzt, weil ich jetzt halt nicht aufs Klo gehen wollte, mir. Ja, ist umgekehrte Psychologie, Rainer, das funktioniert nie, wenn du es versuchst. Also gerade du, wenn du es versuchst. Und keine Ahnung, ich würde auf die Idee überhaupt nicht kommen. Ich würde halt einfach, keine Ahnung, schauen, dass ich unauffällig was an der Situation ändere. Runterholen wollte. Aber das hat sie halt nicht verstanden und hat dann halt ernsthaft gemeint, und es hat dann auch tatsächlich zu einem Streit geführt, hat dann halt ernsthaft gemeint, dass ich jetzt halt nur unbedingt wollte, dass sie mir einen bläst oder dass sie mir runterholt oder dass sie mir halt, oder dass wir halt vögeln, weil ich halt versucht habe, klar und deutlich zu erklären, warum ich Schmerzen habe. Nein, 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 nein. Nein, 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 das hat jede Frau zu dir gesagt. Auch egal
wie krass du ihr diese Sob-Story von den blauen Eiern erzählt hast und diesen unsäglichen Schmerzen. Nein. Oh, Glück gehabt. Da bin ich froh, dass ich eine ziemlich weltoffene Person bin. So, es ist. Ich weiß nicht. Also, die Sache ist, man kann sich halt auch googeln. Ne? Also, du kannst es auch googeln. So. Das Problem ist halt bei solchen Sachen, das ist ähnlich wie, das kannst du auch mit der, also, ne, nicht falsch verstehen, kannst du mit der Menstruation vergleichen. Also mit den Okay. Schmerzen während. Woher willst du das wissen? Woher willst du es wissen? Ich würde in meinem ganzen Leben, ich würde nie auf die Idee kommen, irgendetwas mit den Schmerzen zu vergleichen, bei einer Menstruation oder bei einer Geburt. Weil ich keine Ahnung davon habe. Niemals haben werde und nicht haben kann. Ne? Weil ich beides nicht empfinden kann. In der Periode. Ja. Ja, es gibt Menschen, die haben halt stärkere Schmerzen und es gibt Menschen, die haben weniger starke Schmerzen. Die Menschen, die weniger starke Schmerzen haben, die können nicht nachvollziehen, wie andere Menschen so darin leiden, weil sie letzten Endes ja nun mal. Letzten Endes! Aber Rainer, also zum Beispiel, ich zum Beispiel habe, seit ich in die Pubertät gekommen bin, Migräne. Also richtig Migräne. Nicht Kopfschmerzen, sondern Migräne. Ne? Und das ist auch immer schwierig, Leuten den Unterschied zu erklären, die das eben nicht haben. Aber man kann es halt höchstens versuchen, denen so ein bisschen zu erklären. Die werden nie wissen, wie es ist, wie sich das anfühlt. Wenn sie es nicht selber schon mal erlebt haben. Und Migräne können jetzt Männer und Frauen haben. Blaue Eier halt nur Männer und Menstruationsschmerzen halt nur Frauen. Selber diese Schmerzen gar nicht kennen, weil es halt bei ihnen eben anders ist und Ja. anders läuft. Und da ist es ja nachvollziehbar, dass die das halt nicht verstehen. Manche Sachen, also manche. Man kann auch einfach empathiemäßig nicht der hinterletzte Dirnenspross sein, hier aller Forza ist fertig runtergeladen und das einfach akzeptieren. Und die Frau sagt, ich habe Menstruationsschmerzen. Ja, keine Ahnung, mag es auch schon mal vorgekommen sein, dass vielleicht irgendjemand mal überdramatisiert hat. Aber ich sage mal, ich glaube, Frauen, die sagen, fürchterliche Menstruationsschmerzen, mehr als ich dir glaube, wenn du mir erzählst über die unmenschlichen Qualen, die man erleiden muss, wenn man blaue Murmeln hat. Vor allem, weil ich eben weiß, wie sich blaue Murmeln anfühlen und fühlen und weiß, wie lächerlich du das gerade übertreibst. Leute müssen halt manche Sachen erleben, damit sie es halt glauben. Aber wie macht man es dann bei den Frauen? Weil ich meine, die können jetzt zum Beispiel solche Kavalierschmerzen jetzt nicht, denke ich, nachempfinden. Also wäre mir Genau neu. das ist der Punkt, den ich meinte. Viele Ja, das ist der Punkt und deswegen glaubt der Rainer, der kann denen alle möglichen Räuberpistolen darüber erzählen, wie sich das anfühlt. Frauen, die sich nicht damit auskennen und denen du das versuchst zu erklären, pass auf, bei Frauen läuft oft der Film, ein Mann tut alles, um mit mir ins Bett zu gehen. Das denkst du bestimmt auch oft. Das ein Mann Ja, das denkt sie praktisch jede Minute, die sie mit dir im Call ist. Und es ist ja auch so, ne? Der braucht mir jetzt auch nicht erzählen, dass er sich jetzt hier exklusiv auf die andere eingeschossen hat. Die hier ist immer noch das Backup-Bärchen. alles dafür tun würde, um mit mir Sex zu haben. Jo, also nicht bei jedem Mann, aber bei vielen Männern gibt es das ja. Weil manche Männer machen das ja auch so. Ja, ist eigentlich oft so tatsächlich. Also, Ja, und die Sache ist jetzt die, wenn ich jetzt mit dir Sex haben wollen würde und du wüsstest, wollte mit dir Sex haben und ich dir erzählen würde, ja, wenn du mich jetzt kriege ich Kavaliersschmerzen, dann müsste ich mir einen runterholen oder du musst abspritzen, dann würde bei dir im Kopf wahrscheinlich auch der Film ablaufen, so, ja, das sagt er jetzt nur, damit ich mit ihm ins Bett gehe. Ja, und bei dir hättest du da auch zu 100% recht, Digga. Ganz ehrlich, bei jedem Typen hat sie dazu zu 100% recht. Weil es halt auch, wenn man diese Kavalierschmerzen hat und halt nichts läuft, dann läuft halt nichts. Aber keine Ahnung, ich bin in den paar Malen, wo ich das selber erlebt habe, im Traum nicht auf die Idee gekommen, der Partnerin dann zu sagen, im Übrigen, ich habe gerade richtig blaue Murmeln, es tut fürchterlich weh, mach was. Natürlich kommt sich die dann verarscht vor und natürlich kommt das so rüber, als würde man versuchen, der Gegenüber dazu zu manipulieren, da jetzt endlich mal Druck abzulassen. Und natürlich ist es bei dir 100% genau das. Oder nicht? Habe ich doch recht. doch, ja, doch. Schon. Das würdest du vielleicht nicht bei jedem glauben, aber bei mir zum Beispiel würdest du mit Sicherheit davon ausgehen. Und zwar deswegen, weil du weißt, wie ich zum Thema Sex stehe. Es gibt Ja, dass du komplett besessen bist von diesem Thema. Ganz ehrlich, ich kann es dir in einer gewissen Weise
gar nicht so krass verdenken, dass du so besessen bist von diesem Thema. Ich glaube einfach, der ist im Kopf im frühpubertären Stadium kleben geblieben. Und wo sich's ich weiß es noch damals in der Phase Anfang Pubertät bis dahin, wo ich selber irgendwie das erste Mal hatte. Natürlich ist man da super fokussiert auf dieses Thema. Aber bei normalen Menschen erledigt sich das irgendwann, ne? Wenn man mal, keine Ahnung, erwachsen geworden ist oder oder auch mal Snooze hatte. Ne? Wenn du mit Mitte 30, ne, er sagt ja, er geht davon aus, dass er nicht so fürchterlich alt wird. Ich gehe auch davon aus, dass er nicht so fürchterlich alt wird. Wenn du Mitte 30 immer noch nicht gebimst hast, dass diese Fixierung immer schlimmer und immer schlimmer wird, je mehr man Torschlusspanik kriegt, kann ich auch nachvollziehen, Digga. Aber dann geh in fucking Therapie. Ändere was an deinem Charakter, ändere was an deinem Aussehen, ändere was an deinen Lebensumständen, ändere was an allem. Und vielleicht, und vor allem schraub deine vollkommen übertriebenen Ansprüche runter. Und vielleicht kommst du dann irgendwann nochmal in den Genuss. Mit viel Arbeit und Liebe und blauen Pillen. Vielleicht. Nee. Irgendwelchen Bärchen im Internet, die ihr praktisch nicht kennt, irgendeine Sob-Story von den blauen Murmeln vorzuheulen, that's the way. Das ist viel besser. Ja, auch Männer, bei denen man also gerade Frauen, das ist mir oft aufgefallen, können mit manchen Männern über Sex einfacher reden, weil sie nicht den Eindruck haben, dass sie also bei uns beiden, ne? Also ich erkläre es mal so, bei uns beiden, hast du den Eindruck, dass ich mit dir ins Bett gehen will? Nee, eigentlich gar nicht. Ja, ich habe schon den Eindruck, dass du mit ihr ins Bett gehen willst, ansonsten würdest du jetzt nicht schon wieder seit 25 Minuten die Geschichte von den blauen Murmeln erzählen, Digga. Nicht so, bis So, jetzt. und jetzt versteh mich nicht falsch, nicht, dass du das wirklich falsch verstehst. Wenn sie wollte, würdest du, Rainer, aber das versteht keiner falsch. Ich habe auch kein Interesse daran, mit dir ins Bett zu gehen. Das ist gelogen, Rainer. Lügenlord. Lügenlord. Zumindest derzeit nicht. Das ist überhaupt So. nicht schlimm. So. Zumindest derzeit nicht. Ja, natürlich, Rainer. Weil du dich gerade noch ans andere Bärchen dran machst. Weil die ist die, wo du gedacht hast, okay, da habe ich die höheren Chancen. Ne? Zumindest derzeit nicht. Wenn das andere Bärchen mal wirklich in unerreichbare Ferne gerückt ist, also aus deiner Sicht, ne, dieses Bärchen war schon immer in unerreichbarer Ferne, aber das weiß er ja nicht. Dann wird sich sofort die hier wieder warm gemacht. Problem ist, die sind halt miteinander gegangen, weil sie beide halt zusammengearbeitet haben, um diese Leaks zu produzieren. Angeschissen, Rainer. Und ganz ehrlich, die Beherrschung dieser Frau finde ich bemerkenswert. Dass die sich da tatsächlich reinsetzt und sich diese Scheiße von ihm anhört und sich zusammenreißen kann, ihm nicht an den Kopf zu werfen. Rainer, ich weiß, ja, ich kenne jedes Wort, das du mit dem anderen Bärchen gesprochen hast. Ich weiß, was hier abgeht. Hör auf, mich zu verarschen. Dass sie das nicht tut, ist, Chapeau. Und jetzt ist aber die Sache die, gerade dadurch, dass du eben weißt, dass ich kein Interesse daran habe oder auch nicht davon ausgehst, dass ich Interesse habe, kann ich dir von diesen Kavaliersschmerzen problemlos erzählen, weil du auch davon ausgehst, dass das, was ich dir sage, nicht darauf basiert, dass ich dich in die Kiste kriegen will und dich ficken will. Wenn Noch nicht, Rainer, hast du gesagt, noch nicht. Ne? das aber jetzt jemand sagt, von dem du weißt oder auch siehst oder auch mitbekommst, wenn du zum Beispiel mit jemandem kuschelst, den du vielleicht noch nicht so gut kennst und du halt merkst, dass er halt auch steif wird, weil das, ne, wenn man mal hinfasst oder wenn man ich weiß nicht, wie du das siehst, aber gerade bei Männern merkt man das ja auch, wenn man nicht an den Schwanz fasst, dass sie hart sind oder dass sie halt erregt sind, aufgrund dessen, wie sie Ja, bei dir, wo soll man das da merken? sich bewegen oder wie sie sich benehmen. Ich merke So, das immer, wenn und sie etwas breitbeiniger sind oder sich an der Hose zupfen. Das ist mir oft aufgefallen. zum Beispiel, genau. Das ist bei jedem Mann ein kleines bisschen anders, aber die meisten dieser Sachen. Kann aber einfach sein, dass man sie im Beitel einzwickt hat. Das geht da.
ne? Dann zupft man sich auch an der Hunde. Muss nicht unbedingt der Rohr sein. Ne? Ich mal, bitte zerstört mir nicht den Zaun. Aber die meisten dieser, sagen wir mal, wie nennen wir das jetzt mal, die meisten dieser Anzeichen sind halt bei eigentlich allen Männern gleich. So, bis zu einem gewissen Punkt halt. Und dadurch, dass du eben da einen gewissen Blick, ab einem bestimmten Alter hat man halt einen bestimmten Blick dafür, gerade wenn man halt zum Beispiel schon mehr Erfahrung hat. Und dadurch entsteht natürlich auch die Tatsache, oder dadurch entsteht natürlich gerade auch, wenn du jemanden hast, der halt sehr stark sexualisiert ist, entsteht sehr oft der Eindruck, dass die Person halt eigentlich das alles nur sagt und macht, weil sie dich in die Kiste kriegen will, weil Ja, so wie es halt bei dir ist, Rainer. sie bumsen will, weil sie anders vielleicht nicht ran darf, weil sie Ah, jetzt hat man hier wieder den Spiegel rausgeholt, aber den ganz großen. vielleicht anders nicht rankommt und keine Ahnung. Mhm. Und das ist dann halt die Sache, die wiederum dazu führt, dass Leute glauben, sowas wie Kavaliersschmerzen sind eben eigentlich fake und werden halt nur dafür dargestellt, damit der Mann halt eine Ausrede dafür hat, dass er ihn einstecken darf. Ja, das ist richtig. Ja. Dumme Bastarde, die die Sob-Story von den Kavalierschmerzen versuchen zu benutzen, um Frauen hier ein schlechtes Gewissen einzureden, um zum Stich zu kommen. Die habe ich auch gefressen, weil die dann dafür sorgen, dass Frauen das nicht glauben, dass es sowas gibt. Ja, das ist richtig. Ja. Oder zumindest, dass sie ihn anfasst. Das habe ich auch noch nicht betrachtet. So betrachten das viele nicht. Aber das sind halt die Tatsachen, wie die Welt nun mal aussieht. Ja, Tatsache. Schon, ja, das klingt ja, also, das klingt eigentlich voll scheiße so für den Mann. Aber da bin ich froh, dass ich kein Mann bin. Wirklich. Ja, das ist halt wieder genau der Punkt. Achtung, Baumfeld, in deine Richtung übrigens. Okay. Also, das Problem ist, Männer haben es nicht leicht, Frauen haben es nicht leicht. Ne? Ja. Also, das ist das, was ich immer wieder Ja, keine Ahnung, das musste sie jetzt sagen, dass sie froh, dass sie kein Mann ist. Irgendwie Kavalierschmerzen sind sehr leicht vermeidbar und treten dementsprechend sehr selten auf. Und Menstruationsschmerzen sind nicht vermeidbar und treten jeden Monat auf, Digga. Weiß ich nicht, ob das ein guter Deal ist. sage. Du kannst nach China ziehen. Du wirst in China genauso Probleme haben, wie du in Deutschland Probleme hast. Der Unterschied ist nur, dass die Probleme anders aussehen. Genauso ist es auch mit Männern und Frauen. Männer haben ihre Probleme, Frauen haben ihre Probleme. Wir Männer sind genetisch darauf programmiert, möglichst oft, möglichst viel Sex zu haben. So sind wir programmiert. Ja, das Problem bei dir, ne? Kannst du das Programm schon draufspielen, so, aber wenn halt kein Netzteil dran steckt, ist halt scheiße. Das ist Teil unseres Wesens. Natürlich können wir trotzdem uns bis zu einem gewissen Grad halt, sag ich mal, kontrollieren, können uns beeinflussen, können entsprechend unser Leben führen. So. Aber trotzdem ist es halt so, Das Leben, ne? und bleibt es auch so, dass wir halt einfach genetisch darauf programmiert sind, bis zu einem bestimmten Punkt, oh nein, okay, bis zu einem gewissen Punkt halt auch einfach die Fortpflanzung und so weiter. Wir sind darauf programmiert, uns fortzupflanzen und möglichst viel Sex zu haben, im Idealfall möglichst wenigen, was zur Hölle, warum habe ich jetzt einen halben, Boah, würdest du vielleicht mit der scheiß Stadlerei aufhören? Du gehst mir tierisch auf den Sack. aufhören, die halben Baumstämme rumliegen zu lassen? Dankeschön. Wir sind halt genetisch Ah ja, zwischendurch das Bärchen noch ankacken, weil sie nicht zu seiner Zufriedenheit hier den Medieval Dynasties oder was die auch immer spielen, Knecht macht. Schön, Rainer. darauf programmiert. Was machst du? Hä, wieso arbeitest du nicht, Junge? Alter Schwede. Ärger mit Kelvin? Ja. Ah, das ist Also wenigstens kackt er nur Kelvin an. normal. Wohl, ja, Basis. Was? Basis erhalten. Was heißt das? Basis erhalten? Bin gerade auch verwirrt. Ich schicke ihn jetzt zum Unterschlupf, also ins Lagerfeuer, schätze ich mal. Ja, er kommt jetzt zu dir. Jetzt habe ich wieder diesen beknackten halben Baumstamm. Lass den nicht überliegen. Ja, also alles zusammengefasst. Es ist letzten Endes Letzten Endes. eine schwierige Angelegenheit, weil man halt immer auch die Perspektive Schwierig, ist richtig schwierig. Schwierig letzten Endes. Situation hast du vergessen, Rainer. der jeweiligen anderen Person betrachten muss. Und gerade bei Männern und Frauen und gerade in Bezug auf Sex ist es sehr, sehr schwierig, weil bei Frauen läuft der Film, ein Mann will mich nur ins Bett kriegen. Bei Männern läuft der Film, ich will jede Frau ins Bett kriegen. Und gleichzeitig gibt Ja, dann haben wir beide recht. es aber eben auch die Situation, dass ein Mann Situation. durchaus in der Lage ist, sich zu kontrollieren. Nicht Ja, normalerweise schon. Also die meisten. Ja? Triebtäter und du halt nicht. Moment. Ja, das kann sich jetzt jeder seine eigenen Gedanken drüber machen. Ne? mit jeder Frau ins Bett gehen will oder auch kann. Und zum anderen aber halt trotzdem auch dadurch, dass er eben, wenn er will, sich zurücknehmen kann, in die Situation kommt, dass er sich halt einfach, dass einfach seine körperlichen Funktionen entsprechend trotzdem da sind. Mhm. Und dass die Frau wiederum nicht weiß, weil sie selber das nicht spürt oder nicht nachvollziehen kann. Überall liegen deine halben Baumstämme rum, was ist das denn? Ja, ich brauche die jetzt. Aber die rollen wahrscheinlich runter zu dir, nehme ich mal an. Hier, zum Teil, ja. Ja, die werden jetzt verbraucht, weil ich habe jetzt
die grobe, also ich habe die Umrandung, jetzt muss ich es halt innen ausfüllen, damit wir einen richtigen Boden machen können. So, ich baue jetzt hier nochmal zu, weil hier haben wir irgendwie... Man merkt, die hat richtig Bock auf das Daddeln mit ihm. Die bereut gerade, dass sie gesagt hat, dass sie am Anfang irgendwann gesagt hat, ja klar, lass das oder das zusammen daddeln, eigentlich richtig, richtig Spaß. Die bereut das gerade richtig und denkt sich, ja, Digga, ich mach's ja für einen guten Zweck. noch offen. Das sieht zwar jetzt scheiße aus, aber einen großen Baumstamm brauche ich noch. Ah, ich habe ihn. Okay. Scheiße, nee, ich brauche doch noch einen. Ich wünschte, ich hätte hier so einen Suchmodus wie mit Evil. Das sagt bloß, ich habe nicht einen einzigen Baumstamm mehr. Okay, also die spielen nicht mehr die Evil Dynasty, sondern die spielen was? Haben sie sich am Anfang gesagt, ich habe nicht zugehört, ganz ehrlich, ist mir so scheißegal, was die spielen. Was denn? Hierzu. Hast du den jetzt verbraucht, den ich da gerade hergeworfen habe? Den bräuchte ich nämlich noch. Das kann sein, wenn du mir reingeworfen hast. Ach, hier ist ja auch noch nicht fertig. Ich dachte, wir haben den Zaun jetzt fertig. Anscheinend noch Das nicht. war dann wohl ein Irrtum. Wir müssen Ja, der Zaun ist niemals fertig, aber es kommen immer wieder Hater, die dran rütteln. hinterher mal pennen gehen, weil ich sehe nachts immer nichts in dem Spiel. Ja. Ich will nur schnell noch den einen Baumstamm da drüben reinballern und dann können wir pennen gehen. Dann haben wir wenigstens schon mal den Zaun um unser Lager rum. Soweit fast fertig. Aber Jetzt finde ich keinen Baumstamm, ich kriege einen Anfall. aber hast du es jetzt dann auch deiner neuen Partnerin erklärt mit den Kavalierschmerzen, dass da jetzt nicht auch noch irgendwie sowas passiert? Ja, natürlich hat er das erklärt, deswegen ist er jetzt auch auf den Trichter gekommen, liebes Bärchen. Ne? Deswegen hat er es dir jetzt auch nochmal aufs Brot streichen müssen, solange es noch warm ist in seinem Kopf. Deswegen bin ich im letzten Video auch ein bisschen verwirrt gewesen, weil sich's 1:1, er hat halt 1:1 denselben Text runtergeblubbert wie dem anderen Bärchen gegenüber. Aus Versehen. Was mit den Kavaliersschmerzen selbst habe ich jetzt in dem Zusammenhang noch nicht erzählt, nein. Ach, schau mal, das sind so eine Klär das am Dame besten wieder. auf, damit da nicht irgendwie Schwierigkeiten kommen oder sowas. Ja, also bis jetzt kam es ja noch nicht zu der Situation, dass wir überhaupt so weit gekommen sind, dass wir uns irgendwie groß angefasst haben oder so. Ja, aber so als Vorsorge meine ich. Und ich weiß gar nicht, ob ich mit ihr schon darüber gesprochen habe, aber ja, das mache ich noch. Das Ach, ist vielleicht Ja, man kann sich aus Vorsorge halt auch, keine Ahnung, bevor man die Frau zum ersten Mal trifft, präventiv Druck ablassen, sagen wir es mal so. Ne? Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Eier blau werden, nicht mehr so hoch. heute Abend, mal schauen, jetzt wo wir gerade darüber gesprochen haben. Ich bin auch ein echter Idiot, ne? Weißt du, warum? Ja. Was hast du angestellt? Na, was habe ich nicht angestellt, ist eher die Frage. Ist erschreckend selbstreflektiert. Ich weiß, dass es ironisch meint, aber hey. Ich habe doch extra vorhin die Schildkröte gekauft, was? Ich habe doch extra die Schildkröte vorhin gekauft, genau. Ich habe die Schildkröte auch vorhin gesucht. Ja. Wegen dem Wasserding, ja. Was habe ich nicht gemacht? Die Schildkröte mitgenommen? Nee, doch, das habe ich gemacht, aber ich habe die Schildkröte, ich habe das nicht aufgestellt. Ach Wir so, brauchen noch die Blaupunkt. Du hast sie nicht gefüttert, Rainer. Höchstwahrscheinlich hast du sie nicht gefüttert. Wenn ich mir deine Historie mit deinen Haustieren anschaue, dann setze ich auf, du hast sie nicht gefüttert. So, jetzt habe ich natürlich trotzdem Durst. Ach, das ist nervig. Haben wir noch was zu essen? Wir müssen mal dringend was essen. Ich habe Hunger. Müssen mal jagen gehen, ja. Das wäre. Ich habe tatsächlich Fleisch. Machen wir unser Lagerfeuer an und hauen uns mal was auf den Grill. Ne? Yep. Kann ich das gar nicht da reinmachen? Wieso geht das nicht? Ah, warte. Liegt es daran, dass ich nicht. Ich muss, glaube ich, mehr Holz da reinhauen, ne? Das sind mehr Zweige. Yep. Okay, und jetzt brauche ich den hier. Achso, ja, und jetzt kann ich. Sehr schön. Also ich habe jetzt mal unser ganzes Brennholz zusammengesetzt. Nein, du Idiot. Okay, jetzt hat er das Fleisch gefressen. Warte, wie brutzel ich das jetzt? Du machst es einfach auf und dann müsstest du, glaube ich, umschwenken können oder irgendwie sowas. Fleisch, also hast hier Blätter. Ja, hier Game Talk. Überspringen wir einfach mal. Standen. Und oft heißt es dann halt, ja, du hast ja das jetzt nur gesagt, weil du mich halt in die Kiste kriegen willst oder so. Oder dass Ich habe jetzt doch vorgespult und mich zurück. Er erzählt jetzt die Scheiße nochmal. jetzt zumindest dann runterhole, ja, keine Ahnung. Aber grundlegend, wie gesagt, es ist ja nicht so, dass ich jetzt jedes Mal, wenn ich mit ihr zusammen bin, gleich in die Situation bekomme, dass ich halt Kavaliersschmerzen kriege. Das passiert halt wirklich nur dann, wenn man sich halt groß anfasst, wenn man groß kuschelt und so weiter. Also, Und dadurch eben eins zum anderen führt. Ne? Also es ist nicht so, dass wenn ich jetzt mit ihr zusammen bin, Ganz ehrlich, diese Nummer mit den Kavalierschmerzen, die lässt den auch nicht mehr los. Seit 1,5 Jahren, also seit dem Indigo-Bärchen-Ding. Da hat er davor das irgendwann mal gegoogelt und seitdem ist das Thema. Das hat sich wie so ein Bolzen in sein Spatzenhirn reingeschraubt. Das geht dann nimmer raus. Kavalierschmerzen sind jetzt das Ding. habe ich ja nicht permanent einen Ständer. Wahrscheinlich hat er sich gedacht, okay, ich bin hageldumm und charakterlich ein bisschen unten durch und Aussehen tue ich nicht besonders, Hygiene schaut nicht gut aus. Wie ist die einzige Möglichkeit, wie ich vielleicht irgendwie Snooze kriegen würde? Mitleidsbonus. Und dann
Hat er gedacht, dann machen wir die maximale Mitleidsnummer, suchen wir mal hier, ja, blaue Eier, perfekt. Das jetzt meine Sob-Story bis ans Ende aller Tage. Das ist meine letzte Chance, irgendwie noch an, ne, gratis und legal an Snooze zu kommen. Das sieht ja eher dadurch, dass ich eben angefasst werde, sie anfasse und so weiter, dass man halt einfach zusammen ist. Eben. Also kannst du jetzt durch Worte oder so, kannst jetzt nicht unbedingt einen Doch, Ständer natürlich. bekommen. Auch, Doch, also, doch, ja. natürlich. Ja, das Ja, hat sich jede anders Form angehört. jede Form von Stimulation halt, ne? Also kommt darauf an, natürlich, was du für ein Mensch bist. Ich klar, also ich habe auch zwischendurch einen Ständer, wenn wir mal unser Thema, das passiert eben einfach. Du hast es selber auch schon gesagt, dass du auch schon erregt bist davon, Ja, als ich das erzählt habe. ja, letztes Mal, das war schon sehr extrem. Aber Ja, aber Rainer, wenn du deine Goblin-Geschichten erzählst oder die Nummer vom alten Mann in der Sauna, so, und die dir dann sagt, dass sie davon erregt wird, ist das halt gelogen, Digga. es ist in Ordnung, so von daher. Was feucht das bisschen. Ja. Ja. Okay, Das geht dich ein Scheißdreck an, ein Scheißdreck geht dich das an. rude and inappropriate, Rainer. Komisch, dafür, dass er von dieser Frau ja überhaupt nichts will, stellt er ganz komisch intime Fragen, ne? Ob ihr Höschen feucht war. Als er erzählt hat, wie er irgendeinem Typen in der Sauna irgendwie den Stängel gekaut hat, Digga. Was ist los mit dir? Ja, also wie gesagt, das liegt halt da letzten Endes auch daran, dass man halt einfach eben diese gewissen Punkte klar hat. Aber es ist jetzt nicht so, dass wenn ich einen Ständer kriege, gleich Kavaliersschmerzen kriege und mir einen runterholen muss. Ja, ich habe selten mehr als einen gleichzeitig gehabt, Rainer. So, das dauert schon, ne? Also, das ist jetzt über, sagen wir mal, einen Tag oder so funktioniert. Oder wenn ich jetzt halt über, keine Ahnung, wenn ich jetzt halt innerhalb von, sagen wir mal, 8 oder 9 Stunden halt, keine Ahnung, gefühlt dauersteil bin, dann, und ja, ich habe steil nicht geil gesagt, dann passiert es halt. Oder Ja, du wolltest steif oder geil sagen und dein Spatzen hat zusammengerendert, Rainer. kann es halt passieren, dass ich eine Erektion bekomme. So, und die Kavalierschmerzen meine ich nicht, die Erektion. Die Mhm. Erektion auch, ja. Aber es ist halt Ja, ich glaube, dass das, was da passieren kann mit der Erektion bei dir, ich glaube, dass der Kass ist Bissen, Rainer. letzten Endes schon in erster Linie geht es stark darauf hinaus, was ich jetzt so sexuell empfinde und alles. Ah, okay. Das ist doch schon mal gut. Ja, klar. Deswegen sage ich, es hat jetzt eigentlich auch keine Eile, weil so weit sind wir derzeit eh noch nicht, dass wir uns gleich ineinander, zumindest glaube ich das nicht, Achtung, Baumfeld, zumindest glaube ich jetzt nicht, dass sie so in die Richtung schon denkt, wobei, die hat mich gestern nach meinen sexuellen Vorlieben gefragt, also wer weiß. Oh, Mhm. ja, warum nicht so? Also, ich meine, warum sollte man das sonst so fragen, würde ich mal sagen, wenn da nicht vielleicht doch ein kleines Fünkchen Interesse dabei wäre? Also Interesse besteht definitiv, das hat sie mir auch schon klar und Okay. missverständlich gesagt. Das ist ja letztendlich auch der Grund, warum sie gestern nicht so ganz so begeistert war, als ich ihr das alles erzählt habe. Ja, Ja, hier mit den Nachbarn. Ja. Wahrscheinlich. ja, und deswegen, wie gesagt, also Interesse besteht definitiv, das weiß ich, zumindest nach dem, was ich sagt, wenn es nicht wieder irgendeine Fake-Aktion ist, Okay. wovon ich ja zwangsläufig immer ausgehe. Aber das kann ich halt auch schlecht ändern. Ich gehe immer von der Fake-Situation aus. Ach, Ja, Rainer, dafür, dass du immer von einer Fake-Situation ausgehst, Reini, dafür hast du dir ganz schön viel Klump erzählt, ne? Dass man vielleicht besser nicht erzählen sollte, wenn man davon ausgeht, dass es fake ist und geleakt wird. vom Baumfeld. Ich gehe immer von der Fake-Situation aus, bis ich halt weiß, es ist keine Fake-Situation. Aber das kann ich halt nicht ändern. Das ist halt in meinem Kopf. Ja, und So, die ab gute, wann? wie heißt sie? Veronika ist auch wieder da. Virginia. Oder Virginia, die lascht ja außen rum. Und wie gehst du dann davon aus, dass es keine Fake-Aktion dann ist? Gar nicht. Das ist einer der Gründe, warum die Hater, Nie irgendwas erfahren. Wenn er jetzt sagt, wir kriegen nie irgendwas raus, dann habt ihr mich da liegen. mich immer für so dumm halten, weil ich, Ja, weil du jedes Mal auf diese scheiß Bärchenmasche reinfällst und es jedes Mal dieselbe Nummer ist. Und wir im dreiviertel Jahrestakt neue Bärchenleaks kriegen. erst dann es als Fake sehe, wenn ich weiß, dass es ein Fake ist. Also ich gehe quasi, das ist ein bisschen schrecklich eigentlich immer, wenn man so drüber nachdenkt. Ich gehe quasi Also er geht immer davon aus, dass es fake ist, aber er glaubt erst, dass es fake ist, wenn es bewiesen ist. Das macht Sinn, Rainer. immer in so eine Situation, in eine Beziehung, in eine Gefühlsebene rein, immer mit dem Gedanken, es ist Fake. So, und ja, das lässt sich aber halt nicht ändern. So, aber ich kann halt einer Person nicht den Vorwurf machen, du bist Fake, wenn sie hinterher kein Fake ist oder so. Ja, das stimmt. Das ist wohl wahr. Und deswegen gehe ich halt immer das Risiko ich gehe immer lieber das Risiko ein. Ja, da sind wir jetzt hier wieder bei der berühmten Definition des Wahnsinns, ne? Immer wieder dieselbe Scheiße machen und ein anderes Ergebnis erwarten, Rainer. Und deswegen halten mich die Hater für einen Idioten. Und Ja, das ist richtig. Du bist halt Hageldoppen, Rainer. für jemanden, der es nicht begreift. Ich gehe Offensichtlich nicht. Ne?
Erdbärchen war 2015, wir sind 2025 und wir kriegen unsere jährlichen Bärchen-Leaks immer schön serviert. Seitdem, dauernd. Und es ist immer dieselbe Scheiße. Die kommen zu dir auf dem Discord oder auf dem Teamspeak und dann wird sich unterhalten und dann schreibst du irgendwelche unangebrachten Nachrichten mit irgendwelchen unangebrachten Bildern dazu. Dann wird ein bisschen das Map zusammengesammelt und wenn man genug hat, wird's geleakt und danach behauptest du, ja, immer gewusst, dass das eine Haterin ist. War eh alles, da habe ich sonst was erzählt, damit die Hater das glauben, habe ich euch wieder ausgetrickst. Pfeifendeckel, Rainer. Und am Ende stehst du dann doch wieder da. Ne? Mit Cola und Mehl übergossen. Ich gehe immer in so eine Situation mit der Aussage rein, ich probiere es, bis ich weiß, dass es fake ist. Und Ja, was bleibt dir denn auch anderes übrig, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ne? Natürlich, er könnte einfach in die reale Welt rausgehen. Er könnte diesen ganzen Internet-Bullshit bleiben lassen und in die reale Welt rausgehen, aber bis ich weiß, dass es nicht funktioniert. Und dann, falle ich halt meistens auf die Schnauze. Aber ich immer, Rainer, nicht meistens, immer. Du hast bisher eine 100%ige Erfolgsquote, auf die Fresse zu fallen mit der Nummer. ignoriere auch. Deswegen ist es ja so erbärmlich und deswegen sagen ja alle Leute, dass du offensichtlich hageldumm bist. Weil du es ja nicht mehr lernst. Es ist ja wie, keine Ahnung, Bart Simpson, der in diesem Experiment immer wieder an das elektrische Törtchen langt und nicht checkt, dass da Strom drauf ist. In die Richtung, einfach weil ich halt jemand bin. Ich sehe nicht ein, mich selbst zu verändern, meine Persönlichkeit, mein Wesen zu verändern, nur weil es halt Menschen gibt, die halt meinen, sie müssen mir dringend auf die Eier gehen. Ja, und deswegen wirst du für immer alleine sein und deswegen wirst du für immer ungebimst bleiben. Ne? Weil niemand perfekt auf die Welt kommt. Und wir uns alle ein bisschen unserer Umwelt anpassen müssen. Jetzt nicht irgendwie unverhältnismäßig, so musst dich allem unterwerfen, was irgendwie andere Leute sagen, obwohl bei dir wäre es wahrscheinlich die einfachere Variante mit einem ähnlichen Ergebnis. Aber wir gehen durchs Leben und unsere sozialen Kontakte sind praktisch immer so ein kleiner Gegencheck. Und jede soziale Interaktion, die wir mit einem anderen Menschen haben, formt unseren Charakter. Wenn wir jung sind, mehr, wenn wir älter werden, weniger. Aber wenn du grundsätzlich einfach in jede Situation reingehst und sagst, alle anderen müssen sich eh nach mir richten und alle anderen Leute müssen sich an mich anpassen. Und ich bin null selbstreflektiert und sogar wenn mein Verhalten offensichtlich behindert ist, werde ich es nicht ändern, weil ich, dann endest du da, wo du jetzt bist. Ja? Man kann auch sich mal reflektieren und sich denken, okay, dieses Verhalten, das ist vielleicht jetzt nicht so geil angekommen. Liegt es daran, dass dass die Leute irgendwie komisch waren oder war mein Verhalten tatsächlich unangebracht? Und wenn man es dann irgendwie ein bisschen Abstand betrachtet und feststellt, ja, keine Ahnung, das war vielleicht unangebracht von mir, ich werde daran was ändern, ja, dann ändert man sich. Aber zum Besseren. Aber wenn man natürlich von der Annahme ausgeht, dass ab dem Moment, in dem man gekalbt wurde, man perfekt war und einem da keiner dazwischen reden darf, ja, dann findet halt so eine Verbesserung nicht statt. Na, warum sollte man denn? Aber dann wird man da enden, wo du bist, Rainer. Und, also dieser Virginia, ne? Ja, keine Ahnung. Es ist eine ziemlich blauäugige Aussage, eine ziemlich blauäugige Lebensweise. Das ist Ja, mir aber- klar und ich falle damit, wie gesagt, sehr oft auf die Schnauze. Aber warum soll ich mein Verhalten ändern, was eine offene und ehrliche Art ist, nur weil andere Leute sich... Rainer, du bist nicht offen und nicht ehrlich. Das Einzige, was bei dir offen ist, ist der Arsch. Und ehrlich warst du in deinem ganzen Scheißleben noch nie. Du hast vielleicht jetzt irgendwie aus Versehen oder als Witz verkauft 1 oder 2 halbwegs wahre Aussagen getroffen in diesen ganzen Leaks, aber das war's. Ansonsten bist du der chronische Lügenlord. darüber lustig machen und mich dann hinterher damit verarschen und mich aufziehen oder mich sogar fertig machen damit. Also ich meine, Ich gehe lieber das Risiko ein, meine Gefühle verletzen zu lassen, als jemand anderes Gefühle zu verletzen. Ja, ich meine, es gibt Bullshit, Rainer.
Bullshit, Rainer. Ja, immer die Chance, dass mal was irgendwie passieren kann. So, ich meine, ich würde auch nicht komplett auf all so Beziehungen und sowas komplett verzichten wollen, nur weil es halt ein paar Idioten da draußen gibt, die meinen, mich halt ständig ärgern zu müssen oder so ein Scheiß, weißt? So, kann ich halt voll verziehen, so. Ich wäre jetzt keine Person, die lange alleine sein könnte. Ich bin halt so ein richtiger Beziehungsmensch, so, ich brauche das. Also, ich würde es, glaube ich, genauso machen. So, warum nicht, ne? Aber trotzdem, ist das nicht trotzdem sehr hart für jetzt deine eigene Gefühle? Ja, ich find die Leute, es werden bei euch auch einige dabei sein. Ich finde das immer weird, wenn Leute nach einer wirklich ernsthaften Beziehung sehr, sehr schnell wieder in einer neuen, ernsthaften Beziehung sind. Da würde ich mir dann immer Gedanken machen, ne, wenn man in eine neue Beziehung kommt und praktisch die alte ist erst sehr, sehr, sehr kurz vorbei. Keine Ahnung. Da schwingt bei mir mit, dass sich die andere Person gar nicht so wirklich auf so eine Beziehung einlässt. Wenn man das dann so schnell wechseln kann. Oder, was fast noch schlimmer ist, dass man, während die Beziehung läuft, die Beziehung praktisch schon abschreibt und diese ganze Trauerbewältigung innerhalb der Beziehung macht, ne? Und mehr oder weniger schon rein gewaschen von der ganzen Nummer am Ende wieder rauskommt, weil ich das unehrlich finde. Ne? Wenn man schon weiß, dass man einfach in der Beziehung nicht glücklich ist und dass es das nicht ist und dass die Beziehung ein Verfallsdatum hat, sagen wir es mal so, dass man sich dann noch so lange da in dieser Beziehung, dass man so lange da noch drin bleibt, bis man selber emotional damit abgeschlossen hat und das dem anderen dann vor den Latz knallt und dann hier nach mir die Sinnflut Sayonara. Finde ich nicht so cool, ne? Ich finde es gut, wenn man merkt, okay, das ist nichts, das wird nichts, wir machen jetzt hier einen Schlussstrich, man ist ehrlich miteinander, man macht seine Trauerarbeit und nimmt sich Zeit und ne, verarbeitet erstmal das Beziehungsende, bevor man sich in eine neue Beziehung gibt. So, das wäre jetzt wie gesagt, ich halte nichts davon, dieses Relationship-Hopping, aber es gibt manche Leute, die halten es einfach alleine nicht wirklich aus und dann weißt du. Gefühlswelt dann auch, wenn du da so oft verarscht wirst oder so? Ach, ich Das hab mich- macht ich doch hab was mich- mit einem, oder nicht? Ja, klar macht das was mit einem, aber du musst auch denken, Der ist ein bisschen verbitterter geworden und ein bisschen abartiger, aber ich weiß nicht, ob das sonst auch noch passiert wäre. Aber es macht auf jeden Fall, was es nicht mit ihm macht, ist, dass ein Lerneffekt eintritt. Das macht es auf jeden Fall nicht. ich habe mich halt daran gewöhnt. Ne? Das ist traurig und ich sagte ja schon vorhin, es ist auch nicht einfach. Na, Rainer, das ist nicht traurig, sehr erbärmlich. Rainer, bei dir hat es die Traurigstraße schon lange verlassen und ist definitiv an der Kreuzung abgebogen, ne, auf die erbärmliche Avenue. Und es ist alles, keine Ahnung. Aber es ist halt letzten Endes und bleibt halt letzten Endes so, dass ich halt. Letzten Endes. Wie ich schon sagte eben, lieber lasse ich mich von anderen verletzen, als dass ich andere verletze. Das ist gelogen, Rainer. Du hast dein ganzes Leben lang permanent Leute verletzt. Das war dir scheißegal. Und so bin ich eben. Das ist mein Wesen. So war ich schon immer. So war ich schon in meiner Schule, so war ich als Kind, so war ich als Erwachsener. Und so werde ich mein Leben lang bleiben. Das ist der Grund, warum ich mein Universum erschaffe. Warum ich mein Der Grund, warum du ein Universum erschaffen hast, ist einfach deine Bocksturheit und die Flucht vor der Realität. Universum so gestalte, warum ich meinen Glauben habe, dass man das zum Erschaffen kann. Weil ich glaube, dass jeder, der eben dieses Leid durchmacht oder ähnliches Leid durchmacht, und mein Leid ist im Vergleich zu dem Leid anderer totale Witz, dann ist es einfach so, dass ich mir halt denke, so warum so. Also auf der einen Seite ist sein Leid im Vergleich zu dem Leid anderer totaler Witz. Auf der anderen Seite ist sein Leid so krass und so special, dass es dazu führt, dass er Universen erschaffen kann. Schrödingers emotionales Trauma. Ne? Warum sollte ich andere leiden lassen, wenn ich selbst leiden kann und leide lieber selbst, anstatt andere dann halt irgendwie da reinziehen? Wie gesagt, das ist Bullshit, Rainer. Das ist Bullshit. Du hast, ich gebe dir das beste Beispiel. Du hast hier versucht, Benetics noch junge Beziehung zu torpedieren und zu zerstören und dafür zu sorgen, dass diese Frau wirklich unglücklich wird, weil ihre ganz frische Beziehung wolltest du kaputt machen. Nur weil du der Meinung warst, vielleicht ist sie dann so verzweifelt, dass sie zu dir zurückkommt. Was heißt zurück? Na, dass sie dann zu dir kommt.
Einfach nur, weil du bist so, wenn ich dich nicht haben kann, kann dich keiner haben. Voll Berserker-Modus gegangen. Du hast diese Frau einfach nur aus Kleinlichkeit und Rachegelüsten versucht, irgendwie fertig zu machen. Nur weil die gesagt hat, sie will deinen Shrimp nicht haben, Digga. Kaputt zu machen oder ähnliches. Hm. Ach, keine Ahnung. Einfach ist es nicht, aber ich habe mich halt daran gewöhnt. Ich weiß nicht, wie lange geht das denn jetzt überhaupt schon? Also ich habe ja Mein schon ganzes Leben. vor Jahren, aber ja, dein ganz Beschissene Jahre, hätte ich gesagt gehabt, ne? Vielleicht 13. Das ist mit die Haters. Davor böse Mobbing in der Schule. Das war halt auch, ne, wer Wind sät, wird Sturm ernten. Leben. Ich dachte jetzt Mein erst ganzes seit der Leben? Nein. Internetsache. Nein, ich bin schon, nein, mein ganzes Leben. Ich wurde schon in der Schule gemobbt. Oh nein. Ich wurde 10, ich wurde Och nein. Wie er es nicht checkt, dass sie auch wirklich ein bisschen den Sarkasmus aus diesem auch nein nicht ganz raushalten konnte. 10 Jahre, ich wurde, wenn du die YouTube-Zeit und meine Schulzeit zusammenrechnest, Über mein halbes Leben immer nur gemobbt worden. Mob, 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 mob. habe ich eine Zeit von, 25 Jahre, in denen ich gemobbt wurde, von denen ich weiß. Denn ich weiß nicht, wie es in meiner Kindergartenzeit war. Ja, da haben sie auch schon gemobbt, Rainer. Da waren sie auch schon alle gegen dich. Vollkommen grundlos. Ne? Immer. Du bist praktisch im Mutterleib schon gemobbt worden. Wahrscheinlich ist das der Grund, dass er so hageldumm ist. Ne? Die Mutter hat einfach gesoffen. Einfach nur, weil sie vor der Geburt schon nicht leiden konnte. Daran erinnere ich mich nicht. Ich weiß nicht, ob ich da auch schon ausgeschlossen wurde, ob ich da auch schon der Idiot war. Ja, wahrscheinlich, Rainer. Rainer, warst wahrscheinlich immer der Idiot, aber du bist nie gemobbt worden. Rainer, du bist gemieden worden. Weil du eben der Meinung bist, dass du nichts an dir ändern musst und alle Leute Rücksicht auf dich zu nehmen haben, du aber niemals Rücksicht auf andere Menschen nehmen musst, ne? Weil du perfekt bist und alle anderen müssen dafür sorgen, dass sie um dich rum auf Eierschalen laufen und dir um dich rum diese wunderschöne Realität bauen, in der du gerne leben würdest. Und das funktioniert halt nicht. Und diesen Crash mit der Realität, den kriegt man schon sehr früh mit. Und allerspätestens, wenn man in den Kindergarten kommt und den halben Tag mit anderen Kindern klarkommen muss, dann kriegt man mit, dass man nicht der einzige Mensch auf der Welt ist. Und entweder man adaptiert dann und merkt, auf diesem Planeten werde ich nicht erfolgreich werden, wenn ich nur meinen eigenen Stiefel mit Gewalt durchdrücke, sondern kriege ich höchstwahrscheinlich eins auf die Fresse. Ja, und dann fängt man an, so Sozialbewusstsein zu entwickeln und ein Mensch zu werden, der nicht komplett asozial ist. Oder man ist ein reiner Winkler und sagt, scheiß auf alles, ich bin Bims Etzettler das höchste Wesen. Und dann, wie gesagt, endet man da, wo du jetzt bist. Das weiß ich nicht mehr. Okay. Ich glaube, da lief es etwas besser, aber an die Zeit erinnere ich mich auch einfach nicht mehr. Aber Mobbing ist scheiße, ich kenne das so. Ich hatte es auch nicht immer einfach in der Schule. So, man hat meinen Rucksack auch schon in die Toilette reingetunkt. Und, Das hat sich bei mir keiner getraut. Weil auf der einen Seite, jetzt ist hier Schrödingers Mobbing-Opfer wieder, weil auf der einen Seite ist er ein ganzes Schulleben lang gemobbt worden. Auf der anderen Seite war er aber immer so groß und so stark, dass sich keiner getraut hat, sich wirklich mit ihm anzulegen. Rainer, es kann nur einen geben, ne? Highlander-Style. Die Situation geht nicht, dass beides stimmt. Entweder bist du so ein Riese und so ein Monster gewesen, dass dich die Leute gemieden haben und sich nicht getraut haben, sowas zu machen, wie den Rucksack ins Klo zu tunken, oder du warst das Mobbing-Opfer. Und dann ist aber alles free for all. Es geht beides gleichzeitig, kann nicht wahr sein, Rainer. Aber jeder wusste, bei mir sind sie bis zu einem gewissen Punkt bei mir nicht gegangen. Zum Beispiel hat sich nie jemand von denen getraut, mich zu schlagen. Ja, dann bist du auch kein Mobbing-Opfer, Rainer. Digga, wenn eine Mobbing-Situation zeichnet sich vor allem natürlich irgendwie durch eine gewisse Art von Gewalt, egal ob jetzt körperlich oder auch psychische Gewalt, und aber vor allem auch durch eine Hilflosigkeit des Opfers aus. Das ist der definierende Faktor. Einer Mobbing-Situation kannst du dich nicht wirklich entziehen. Du bist als Opfer vollkommen hilflos und kannst da nicht raus. Das ist die Definition von der Nummer. Wenn du das vermeiden könntest, easy, dann ist es kein Mobbing.
So, fertig. Bums aus, Nikolaus. Du warst nie ein Mobbing-Opfer. Du warst halt einfach immer ein Dirnenspross. Das haben dich die Leute spüren lassen. Weil die wussten ganz genau, wenn die mich schlagen und ich zurückhaue, die fliegen durch die Wand. Und das Ja, fliegen durch die Wand, das ist richtig krass. Das ist wie in irgendwelchen Marvel-Filmen, wenn sie sich gegenseitig, oder hier in seinen Animes hier, Dragon Ball oder so ein Scheiß, wenn sie sich dann irgendwie durch irgendwelche Gebäude oder Berge oder sowas durchschlagen. So ist er da rein, da leuchtet er golden. wäre wirklich passiert, weil ich bin stark und groß, weißt du? Ja, gut, gehauen wurde Ich bin steil, das ist der maskuline Mann, der kann sich mit dem anderen Dulli echt zusammentun. ich auch. Man hat mich mal in die Mülltonne eingesperrt und dann hat mich der Hausmeister rausgeholt. Das ist auch grauenhaft. Ja. Ja, keine Ahnung, mir hat man Schneebälle in die Fresse geschmissen, die vorher so lange zusammengedrückt wurden, sodass die so richtig, richtig fest waren, sodass immer so ein bisschen in der Hand geschmolzen ist und das dann wieder gelassen und dann wieder, ne, dass die außenrum so eine leichte Eisschicht hatten. Solche Dinge habe ich abgekriegt. Im Schwimmbad, beim Schwimmunterricht, wenn der Lehrer nicht da war, ne, unter Wasser gedrückt und zwar halt nicht bloß irgendwie 5 oder 10 Sekunden, sondern gescheit. Knackfotzen, eine nach der anderen. Man hat mir Kaugummi in die Haare getan und ich hab mir Routen überlegt in der Schule. Wo lang gehe ich? Bin riesen Umwege gegangen, weil ich gewusst habe, die Möglichkeit, denen da über den Weg zu laufen, ist deutlich niedriger, die Chance, als auf den anderen Wegen. Deswegen bin ich auch immer irgendwo zu spät gekommen und hatte nie genug Zeit für alles, weil ich dauernd Umwege gelaufen bin. Ne? Wenn du das nicht hattest, bist du kein Mobbing-Opfer, du Dulli. Nee, also so weit sind sie bei mir tatsächlich nicht gegangen. Aber du musst ja dazu sagen, ne, ich war einen Kopf größer als alle anderen. Und ich bin jemand, der halt auch sehr gefühlstechnisch ist. Also ich bin jemand, der Ja, ich war auch irgendwann einen Kopf größer als alle anderen und Kältepriestern hat es aufgehört, Rainer. Ich habe irgendwann in meiner Pubertät 2 Jahre gehabt, wo ich krassen Wachstumsschub gekriegt habe. Ich war in der 5. Klasse noch einer der kleinsten in der ganzen Klasse, Männlein und Weiblein, und bin dann 6., 7. Klasse durch die Decke geschossen. Wachstumsmäßig. Und als ich dann irgendwann in der 9. oder 10. Klasse angekommen bin und tatsächlich größer war als die Typen, die mir davor jahrelang das Leben zur Hölle gemacht haben, da haben sie komischerweise aufgehört und haben sich ein leichteres Opfer gesucht, Rainer. Das ist hier Schrödingers Mobbing-Opfer. Wenn du der größte, stärkste in der ganzen Schule bist, mit dem sich niemand anlegt, dann bist du auch kein Mobbing-Opfer. Weil die großen und starken Leute werden sich die Täter, wenn es um Mobbing geht, niemals aussuchen. Niemals. Das macht überhaupt keinen Sinn. Du nimmst die Kleinen, die sich nicht wehren können. echt heult und alles. Aber ich habe Kraft und die hatte ich halt auch schon als Kind und so. Ich war halt immer schon stärker als die meisten, auch wenn ich es hasse. Ja, googelt das. Ich kann es euch nicht einblenden, weil YouTube hasst es. Aber hier gleich wieder irgendwelche Strikes. Aber googelt das Video, wo der eine Hater irgendwie seine Hand am Zaun hatte und der Rainer wirklich mit aller Kraft versucht, auf diese Hand einzuschlagen und der Hater lacht sich nass. Ne? Und immer gehasst habe, meine Kraft einzusetzen. Aber muss man halt auch in dieser Welt so. Es ist, ja, schwierig. Aber ich reiche dir da mal die Hand. Ich bin nämlich auch eine ganz schöne Heulsuse. Also ich bin doch, ich würde sagen, ich bin sensibel. Ja. So, ich glaube, wir haben unsere gute Veronika, oder wie sie heißt, eingesperrt. Also genau, ich muss halt sagen, vielleicht hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber ich heule halt auch bei Animes. So, da habe ich auch schon gehört, so ob ich dumm wäre oder ob mit mir was nicht stimmt, aber es gibt einfach mal... Jetzt geht's hier richtig in die Offensive. Wenn den Animes, die reißen mich einfach total mit. Und, ja, dann Du, ich habe bei vielen Animes geheult. Ich habe bei vielen Animes geheult und ich stehe dazu und ich bin ein Mann. Ja, und keine Ahnung, ich schaue keine Animes, aber ich schäme niemanden, wenn er bei einem bestimmten Film oder sowas emotional wird. Ich habe auch so Filme, die mich emotional machen. Ich habe auch Retro-Games, die mich emotional machen. Also meine Lieblings-Super Nintendo-Rollenspiele, glaube ich, da ist jedes Mal geht mir schon so ein Schauer irgendwie über den Rücken, wenn ich die mal wieder anschmeiß. Schäme ich niemanden. Aber ich würde jetzt auch nicht fürchterlich damit angeben und sagen, ey, alter Keks, Digga, Detektiv Conan, da bin ich gesessen, ey. Die Wasserfälle runter, Rotz und Wasser habe ich ist halt auch nicht so cool. Ich bin ein Mann, ich habe einen Schwanz, ich habe Eier, ich bin ein Mann. Aber es gibt viele Männer. Ja, keine Ahnung. Ja, und das eben auch gerade in der Schule, als Junge, ja, noch dazu als Junge, der so riesig und so stark ist wie ich und dann so extrem emotional ist. Das war der Grund, warum ich gemobbt wurde. Das war der Grund, warum er gemobbt wurde. Er ist irgendwie er ist Hodor.
Er ist einfach Hodor. Das war der Grund, warum mich Leute gemobbt haben, warum ich in der Schule von Leuten verarscht wurde. Weil ich jemand war, der, ich habe mich für andere eingesetzt. Du hast dich nie für andere eingesetzt, Rainer. Das glaube ich dir kein Wort. Jemand, der sich in dem Alter wirklich so sehr für andere eingesetzt hat, dass er selber negative Konsequenzen dafür erdulden musste und das trotzdem weitergemacht hat, bei dem schlägt das auch im Erwachsenenalter durch. Wer im Grundschulalter schon so charakterstark ist, der entwickelt sich als erwachsener Mensch nicht zu so einem Dirnenspross. Das kannst du mir nicht erzählen. Und habe dann aber schnell geheult, wenn die Leute auf mich losgegangen sind. Ich habe Calvin gesagt, er soll das Zeug fertig machen. Was macht er? Er macht es nicht fertig. Was soll denn das? Nee, also ein Anime, bei dem ich zum Beispiel immer heule, egal wie oft ich ihn sehe, ist zum Beispiel Clannad. Oh mein Gott, das wollte ich auch sagen. Ich habe so geheult, als sie gestorben ist. Dann mit dem Kind und alles. Nicht Das ist nur, einer meiner nicht liebsten nur, Lieblingsanimes und da weine ich immer. Gehört tatsächlich auch auf meine Top 10. Aber es fängt schon viel früher an. Es fängt schon bei Hugo an. Oder bei, Fugo heißt hier eigentlich. Es fängt schon bei Fugo Weil ihr jetzt vom Fugu Fisch wieder redet in Berlin, so dann habt's mich hier liegen. an. Oder bei wie heißt sie? Ich habe den Namen vergessen. Mit den Hiragana geschrieben. Ach man, mir fällt der Name nicht ein. Die, wo immer ihre Violine spielt. Auch bei ihr fängt es schon an. Und später bei, selbst die Story von seiner, also nee, du kannst mich damit wirklich nicht mit irgendwas vergleichen. Schau dir an, die Story von Tomoya. Ja, Mit seinem, dass er nicht mehr Basketball spielen kann. Wo Ja, es diese emotionale ja. Szene gibt. Da hol. Ja, sehr, sehr tragisch. Hier geht's auch los, Anime-Gequatsche, bla bla bla. Das ist ein guter Lichtstunde, haben auch schon erfüllt. Das ist ein guter Punkt, irgendwie hier mal kurz ein Lesezeichen reinzulegen und uns da beim nächsten Mal weiter drum zu kümmern. In diesem Sinne, Leute, tut nicht, was Rainer tut, versucht nicht, Frauen zu manipulieren mit wilden Geschichten über blaue Murmeln. Wenn ihr blaue Murmeln habt, haltet die Fresse drüber und schafft dem selbst Abhilfe und tut nicht, was Rainer tut und Battle off.